Sehr geehrter Herr Koch, sehr geehrter Herr Jakob, sehr geehrter Herr Neff, sehr geehrter Herr Brigadier Droh, sehr geehrte Medienschaffende. Wir begrüßen Sie zu diesem Point de Presse zum Thema Coronavirus mit Fachexperten des Bundes. Wie wir bereits angekündigt haben, gibt es am Mittwoch eine Bundesratssitzung und dazu ist auch eine Kommunikation vorgesehen. Und ein nächster Point de Presse auf Fachebene ist für Freitag um 14 Uhr geplant. Herr Koch, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, sehr geehrte Anwesende. Die Fallzahlen sind weiter am Sinken. Der Trend, es wurden 103 positiv neu gemeldet. Im Gesamten sind wir jetzt bei 29.000 positiv gemeldeten Fällen in der Schweiz. Was auch erfreulich ist, dass auch weniger Leute gestorben sind als noch in der letzten Woche. Es wurden neu 16 Todesfälle gemeldet. Das sind sicher gute Nachrichten, vor allem auch im Hinblick darauf, dass ja heute die ersten Lockerungen in Kraft getreten sind. Und es ist jetzt natürlich sehr wichtig, dass wir in den nächsten 2 Wochen schauen können, wie sich die Fallzahlen entwickeln. Wir erwarten natürlich jetzt nicht gerade auf diese Lockerung eine Reaktion, vor allem nicht eine negative, sondern es wird auch da etwa 14 Tage gehen, bis 3 Wochen, bis man etwas sieht. Dann kommt dann aber schon die nächste Lockerung und die wird ja dann eine größere sein, am 11. Mai. Und dazu wird ja dann morgen der Bundesrat nochmals im Detail informieren können. Einfach um zu erklären, es ist sehr wichtig, dass wir gewisse Zeit zwischen den Lockerungen haben, damit man den Verlauf weiter beobachten kann, damit man schauen kann, entwickelt sich das weiterhin in die gewünschte Richtung, nehmen die Fallzahlen weiterhin ab oder kommt es plötzlich zu einem Stillstand oder schlimmstenfalls zu einem Wiederanstieg der Fallzahlen. Man will ja kein Experiment eingehen mit dieser Epidemie und dieser Krankheit, sondern man will, wie seit dem Beginn, schrittweise vorsichtig schauen, was erträgt es, wie viel kann man machen, weil nach wie vor ist sehr vieles unbekannt, sehr vieles weiß man nicht und man kann einfach nicht das Risiko eingehen, dass dann plötzlich die Fallzahlen wieder rasant ansteigen würden. Deshalb dieses schrittweise Vorgehen, auch immer diese Lücken zwischen den Stufen, damit man schauen kann, wie entwickelt sich die Situation. Das war mein Beitrag. Vielen Dank, Herr Jakob. Ja, Frau Eggenberger, geschätzte Anwesende, besten Dank. Ich berichte kurz zum Tourismusgipfel, der gestern stattgefunden hat. Eingeladen haben dazu die Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga, der Tourismusminister Guy Parmelin und Bundesrat Alain Berset. Seitens der Schweizer Tourismusbranchen waren unter der sogenannten Tourismusallianz die zusammengeschlossenen Verbände eingeladen. Und zwar war das eine beträchtliche Anzahl Verbände, Schweizer Tourismusverband, Gastro Suisse, Hotellerie Suisse, Parahotellerie, wo die Jugendherbergen, Camping, Berghütten zusammenkommen, Verband Öffentlicher Verkehr, Seilbahn Schweiz, Swiss Snow Sports, die Konferenz der regionalen Tourismusdirektoren, Verband Schweizer Tourismusmanager, Verband Schweizer Schifffahrtsunternehmen. Ebenfalls zugegen war Schweiz Tourismus, die nationale Marketingorganisation. Und da möchte ich eigentlich gerne ein Kompliment an die Branche aussprechen, die ja geprägt ist durch eine starke Fragmentierung. Sie hat sich beispielhaft organisiert in dieser Tourismusallianz. Und ich denke, das ist auch wichtig, weil es gibt so viele Teilbereiche, die ineinander greifen müssen für ein wirklich ein abgerundetes touristisches Erlebnis, Transport, Unterkunft, Verpflegung, Events und so weiter. Und wir hoffen natürlich, dass auch diese Allianz über die Corona-Krise hinweg Bestand haben kann und eben die Branche sich so gut koordiniert. Tourismus ist einerseits wirtschaftlich wichtig. Es ist eine Branche, die jetzt zwar nicht zu den allerstärksten gehört, wenn man das am BIP misst, aber es ist eine Branche, die doch sehr viele Arbeitsplätze bietet, die beschäftigungsintensiv ist.
Es ist eine Querschnittsbranche mit vielen Teilbereichen und damit auch mit vielen Zulieferern. Viele andere hängen von einem funktionierenden Tourismus ab, Bäcker, Metzger, Souvenirläden und so weiter. Und für gewisse Regionen in der Schweiz ist auch der Tourismus effektiv matchentscheidend. Also vor allem auch, wenn man die Bergregionen anschaut, das macht der Tourismus 20, 30, 40% der Wirtschaftsleistung aus und trägt auch zum Ziel der Bundesverfassung der dezentralen Besiedlung leistet einen wichtigen Beitrag. Tourismus ist nicht nur wirtschaftlich wichtig, sondern auch emotional für alle Bewohnerinnen und alle Bewohner der Schweiz, sich auf die nächsten Ferien zu freuen oder schon nur auf einen Wochenendausflug, ist essentiell für uns alle. Gerade auch jetzt, wenn es wärmer wird und die Temperaturen steigen, sind die Perspektiven auf Sommerferien wichtig. Es geht auch um eine sinnliche Erfahrung beim Tourismus, die für uns alle doch auch eine wichtige Zäsur im Jahresverlauf ist. Gerade auch jetzt in Zeiten von endlosen Videokonferenzen sehnt man sich manchmal danach irgendwie wirklich wieder etwas zu spüren und sinnlich wahrzunehmen. Ganz kurz zur Lageanalyse im Tourismus. Ich habe das vor einer Woche, glaube ich, berichtet. Der Tourismus ist sehr stark betroffen. Wir rechnen mit einem je nach Teilbranche Nachfragerückgang von -80 bis -95% im Vergleich zum Vorjahr. Die Krise betrifft sowohl Geschäfts-, Kongress- wie auch Ferientourismus, betrifft die Städte, betrifft die Bergregion, betrifft den 5-Stern-Tourismus, betrifft aber auch Camping, Couchsurfing und so weiter. Wir gehen fürs 2020 von einem Umsatzeinbruch bis zu 35% aus. Wir gehen auch davon aus, dass der Tourismus sich in der zweiten Jahreshälfte, je nach Entwicklung auch der Fallzahlen, sich zögerlich und 2021 allmählich erholen wird. Eine einigermaßen von Normalisierung im Tourismus in Sachen Nachfrage, Umsatz wird man erst im Jahr 2022 sprechen können. Dies aber auch immer abhängig von internationalen Entwicklungen. Es ist auch in psychologischer Hinsicht eine gewisse Herausforderung, die Lust, die Reiselust, das Vertrauen, dass man sicher reisen kann. Das wird auch nicht gerade von heute auf morgen hergestellt. Dazu braucht es auch zunächst entsprechende Erfahrungen. Die Zielsetzung des Tourismusgipfels gestern war, die gegenseitige Erwartungshaltung zu klären und das weitere Vorgehen aufzugleisen. Die Branche Ziel war der Branche auch eine gewisse Planungssicherheit zu geben. Hier muss ich aber die Betonung auf gewisse Planungssicherheit legen, weil viele Dinge eben, viele Faktoren noch unsicher sind und einen Einfluss haben auf das, was möglich ist. Wie Sie alle wissen, hat der Bundesrat für heute und dann auch nochmals für den 11.05. Gewisse Lockerungsschritte beschlossen, die Sie kennen. Das ist allgemein bekannt. Er hat aber auch gewisse Prüfungsaufträge gegeben, beispielsweise auch für eine schrittweise Öffnung der Gastrobetriebe ab 11.05. Das habe ich den Eindruck, das war teilweise nicht so bekannt, vielleicht auch in der Branche nicht so bekannt, dass da nicht einfach der Tourismus komplett seitens des Bundesrats vergessen war, sondern dass man effektiv auch mit Prüfaufträgen da die nächsten Schritte vorbereitet hat. Der Bundesrat wird diese Prüfung einer schrittweisen Öffnung der Gastrobetriebe evaluieren und entsprechend beschließen. Das wird demnächst erfolgen. Nach dem 11.05. folgt dann eine relativ lange Phase, in der die Auswirkungen der Lockerungen gemonitort werden müssen. Herr Koch hat dies eben auch gerade nochmals erwähnt. Und die Message war gestern seitens der Bundespräsidentin, bei einem positiven Resultat wird für die Tourismusbranche per 8. Juni viel möglich sein. Beim negativen Resultat natürlich das Gegenteil.
Das gemeinsame Ziel war, gestern nochmals eine Perspektive zu geben für die bald anstehenden Sommerferien. Die zentrale Message war, Sommerferien in der Schweiz sollen unter Beachtung der Gesundheitsvorgaben möglich sein und möglich gemacht werden. Der Bundesrat wie auch die Tourismuspartner haben ein vitales Interesse daran, das zu ermöglichen. Aber auch im Juli, August werden wir noch keine Normalität haben im Tourismus. Insbesondere der internationale Tourismus wird dann noch länger leiden. Aber Sommerferien einmal in der Schweiz ist ja auch nicht schlecht. Es gibt viel zu entdecken in unserem schönen Land. Die Schweiz ist nicht vergebens bekannt als ein wirklich begehrtes Reiseland. Vielleicht noch etwas in Sachen wirtschaftlichen Stützmaßnahmen für den Tourismus denken wir beim SECO in 3 Phasen. Die erste Phase der Lockdown, die zweite Phase die Transition oder Übergang, die dritte Phase die Erholung. Und jede Phase braucht hier auch ihre eigenen Instrumente und Maßnahmen. Beim Lockdown war sicher mal das Sichern von Firmen und Arbeitsplätzen mit den Covid-Krediten, mit den Kurzarbeitsentschädigungen. Das wurde vor allem auch von diese Instrumente von touristischen Betrieben rege genutzt. Wir stehen jetzt am Übergang zur Transitionsphase und hier sind Schutzkonzepte, die eine langsame, schrittweise Öffnung zulassen, wichtig. Der Tourismus findet statt, aber mit Einschränkungen. Das wird noch eine gewisse Zeit so dauern. Und die Recovery-Phase, wann immer die dann auch einsetzen wird, die Erholung, da geht es dann eigentlich darum, Investitionen zu fördern, Nachfrage zurückzuholen, Investitionsstau zu verhindern. Eben wie gesagt, wir befinden uns am Übergang von Phase 1 zu Phase 2. Schutzkonzepte sind hier besonders wichtig und im Tourismus eine besondere Herausforderung, weil es nützt nichts, Schutzkonzepte für das Bergrestaurant zu haben, wenn das für die entsprechende Bergbahn noch nicht vorhanden ist. Das muss aufeinander abgestimmt sein, Übernachtung, ÖV, Bergbahnen, Restaurants, Ausflugsziele und so weiter. Hier, das wurde gestern auch am Tourismusgipfel klar gesagt, die Branche ist in der Verantwortung, sich hier auf diese Öffnung vorzubereiten, auf der Grundlage von Schutzkonzepten. Der Bund, wir, SECO und sicher auch das BAG unterstützen technisch, aber der Ball liegt bei der Branche. Vielleicht noch ein Punkt zur Beurteilung von Anträgen von Schweiz Tourismus. Schweiz Tourismus plant ein Impulsprogramm zur Wiederbelebung der Nachfrage in den Jahren 2020 bis 2022. Es liegt ein entsprechender Antrag auf Zusatzfinanzierung vor. Und dieses Impulsprogramm setzt sowohl bei der Nachfrageförderung wie auch bei der Angebotsgestaltung und Produktentwicklung an. Es geht also nicht nur einfach simpel darum, Promotion zu betreiben und sagen, irgendwie jetzt macht Schweiz Ferien, sondern es geht effektiv auch darum, die Angebotsseite, die Produktentwicklung den Umständen entsprechend zu unterstützen. Es geht darum, Vertrauen zu schaffen. Es geht darum, Besucherströme auch nach Möglichkeit zu lenken. Es geht darum, Hotspots zu vermeiden und aufzuzeigen, wie in Corona-Zeiten eben auch gereist werden kann. Ich denke, in Zukunft für die Schweiz als Ferien- und Reiseland ist es von zentraler Bedeutung, die Schweiz als sichere und hygienische Reisedestination zu positionieren. Vielleicht ganz zum Schluss noch, wir bleiben im Dialog oder der Bundesrat bleibt im Dialog mit der Tourismusbranche. Es ist ein zweiter Tourismusgipfel schon bereits fixiert für Sonntag, den 24. Mai. Besten Dank. Vielen Dank, Herr Jakob. Herr Neff. Besten Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich informiere Sie über 3 Punkte aus der Beschaffung. Erstens Qualitätssicherungsmaßnahmen, zweitens Textilmasken und drittens über die Versorgungslagen. Die Qualitätssicherung ist ein wesentliches Element, um eben die Versorgung mit brauchbaren Masken sicherzustellen. Bevor ich darauf eingehe, möchte ich kurz einordnen, über was wir sprechen.
bei den Maskentypen reden wir ja generell über zwei Typen von Masken. Das eine sind die Hygienemasken. Diese schützen eigentlich die Umgebung vor dem Träger. Diese sind genormt, da gibt es eine Norm dazu, wird unterschieden für den normalen Gebrauch und eben den Gebrauch im Gesundheitswesen. Darin noch eine Abstufung in steriler Version, wie sie typischerweise Chirurgen tragen darin. Und dann haben wir die sogenannten FFP-Masken, die schützen den Träger vor der Umgebung darin. Und das ist entsprechend einzuordnen, wenn wir eben über diese Maskentypen sprechen und über die Versorgung dazu. Diese sind hauptsächlich für das Gesundheitswesen vorgesehen, diese sind auch für die allgemeine Verwendung vorgesehen. Wir haben eigentlich 5 Qualitätssicherungsmaßnahmen, die wir anwenden. Die erste ist, dass wir die Zertifikate und Zulassungen überprüfen. Weil es eben genormte Produkte sind, kann man einerseits das Vorhandensein, die Korrektheit und auch die Gültigkeit dieser Normen überprüfen. Wir überprüfen das in den jeweiligen Landessprachen, die Eintragungen in den Registern. Hier gibt es etwas Vertrauen, indem insbesondere die Behörden in der Volksrepublik China sehr große Anstrengungen unternehmen, damit eben nur zugelassene Händler überhaupt solche Produkte herstellen und auch exportieren dürfen, dass man darauf vertrauen kann, wenn Unternehmen gelistet sind auf den staatlichen Listen, dass hier schon die Voraussetzungen grundsätzlich erfüllt sind. Zweite Maßnahme, wir lassen uns von jedem Angebot, bevor wir in Verhandlungen einsteigen, Musterexemplare geben. Diese Musterexemplare untersuchen wir, wenn möglich, hier im Labor Spiez, wenn das logistisch nicht möglich ist, auch durch einen Warenprüfer entsprechend vor Ort. Wir haben bisher selber 15 Modelle geprüft. Und unsere Modelle, die wir beschaffen, sind jeweils für gut befunden worden. Das Labor Spiez hat bisher rund 60 Modelle geprüft, immer in beiden Varianten drin und hat auch zusätzlich noch den Fließstoff mit geprüft. Es geht dabei nicht um eine Zulassungsprüfung, also das Labor Spiez macht nicht eine komplette Konformitäts- und Zulassungsprüfung, sondern führt einzelne Tests zu den Komponenten aus, ob sie entsprechend wirksam sind, weil es spielen ja für die Wirksamkeit der Maske am Ende 3 Komponenten zusammen. Die erste Komponente ist das Material und hier prüft vor allem das Labor Spiez. Die zweite Komponente ist dann die Passform darin, also wie die Maske getragen werden kann. Das ist jetzt bei der Hygienemaske weniger ein Problem. Das ist hier das Problem, was man am Wochenende auch lesen konnte, dass dies eben auf die Gesichtsformen entsprechend passt und getragen werden kann. Und die dritte Komponente, die mitspielt, ist natürlich, wie sie der Träger dann tatsächlich anzieht. Und das dürfte fast das größte Problem sein, dass eine Maske eben unwirksam ist, wenn sie nicht komplett über Nase und Mund getragen wird darin. Der dritte Schritt ist, wenn immer möglich, machen wir vor Ort Besuche in den Fabriken. Das ist möglich, weil wir eben nicht kleine Chargen beschaffen, sondern eigentlich nur Großchargen, wenn möglich angefangen bei 20 Millionen und überprüfen auch, wie die Produktionsbedingungen sind vor Ort. Das ist auch der Grund, warum wir lieber mit Produzenten zusammenarbeiten als nur mit Händlern und dass wir von Händlern verlangen, dass sie die volle Produktionskette offenlegen bis zurück zum Wareneinkauf, dass man das entsprechend nachvollziehen kann. Der dritte Prüfschritt ist die Anlieferung, wenn wir vor allem in Asien, in Shanghai die Waren entgegennehmen. Wir haben 2 Warenlager zusammen mit 2 Logistikunternehmen, wo wir entsprechend die Vollständigkeit der Waren prüfen, also dass eben auf einer Palette auch tatsächlich 50.000 Masken vorhanden sind und dass es der gleiche Typ ist, der vorhanden ist, dass nicht unterschiedliche Qualitäten drin sind. Wir sind jetzt daran, auch dieses Prüfteam vor Ort entsprechend auszubauen, weil wir in den nächsten beiden Wochen größere Lieferungen entsprechend abwickeln müssen.
und das vor Ort besser prüfen können als denn hier. Sie sehen vielleicht an der Menge, diese Woche Anlieferung 20 Millionen Masken, das sind 400 Paletten. Wir benötigen nachher 4 Flieger der Swiss, um das nach Zürich zu bringen, und wir benötigen 5 Lastwagen mit Anhänger, um das bei uns ins Lager hier in der Schweiz zu transportieren. Wir machen nachher als 5. Schritt Stichproben bei uns im Lager, wo wir einzelne Chargen wieder stichprobeartig überprüfen und dann bei Verdacht auch wieder Laboruntersuchungen machen. Somit können wir eigentlich die Qualität der Waren sicherstellen, die wir als Armeeapotheke einkaufen und nachher entsprechend wieder abgeben werden. Zweiter Punkt, Textilmasken. Textilmasken sind ein wichtiger Faktor für die Versorgung der Bevölkerung mit Masken, weil nur mit waschbaren, wiederverwendbaren Masken die Menge der Masken für die Bevölkerung sichergestellt werden kann. Und der Vorteil ist, dass diese auch durch die einheimische Textilindustrie mit produziert werden können. Wir arbeiten hier eng zusammen mit dem Schweizerischen Textilverband, der Industrie und der EMPA eben für die Definition einer Empfehlung, was eine Textilmaske eben leisten muss. Und da ist wieder die Zusammensetzung. Es geht vor allem das Textil, das verwendet wird. Die normale Norm EN 14683 ist mit normalen Textilien nicht erreichbar. Für das braucht es dieses spezielle Vlies, das verwendet werden muss. Das ist aber eben nicht waschbar und nicht mehrfach verwendbar. Und das ist die Herausforderung, diese beiden Ansprüche unter einen Hut zu bringen. Und es geht um die Art des Textils, das verwendet werden muss, und die Zusammensetzung in mehrlagigen Formen, wie das geht. Hier ist eine Empfehlung definiert und es werden im Moment auch die entsprechenden Testverfahren definiert, damit Unternehmen ihre Masken prüfen können und sie eben mit dieser Empfehlung auch auf den Markt bringen können. Mit dem Ziel, dass Unternehmen eben nicht einfach irgendeine Textilmaske, sie finden auf dem Markt ein rasant wachsendes Angebot an allen Arten von Textilmasken, viele aber wahrscheinlich wenig wirksam, wenn nur ein normales Textil verarbeitet wird. Und dass Unternehmen, die eben auf Textilmasken setzen, dass sie hier ein Qualitätslevel haben für solche Masken, die sie einsetzen können. Die Bedeutung ist wichtig, weil eben bei der Verwendbarkeit, wenn Sie eine Maske tragen, brauchen Sie bei ständigem Tragen mehrere Masken pro Tag, und eine Textilmaske, die waschbar ist, kann bis zu 50 Einwegmasken ersetzen darin. Dritter Punkt, die Versorgungslage mit Textilmasken. Wir arbeiten eng mit Swiss Medtech zusammen, um die Versorgung in der Schweiz sicherzustellen über die bestehenden Kanäle. Es ist ja nicht die Idee, dass der Bund als zentraler Einkäufer auftritt und die ganze Schweiz versorgt, sondern es ist klar der Lösungsansatz in einer dualen Strategie, dass eigentlich jeder selber beschafft, sich die Masken auf dem Markt besorgt, und unser Auftrag darin lautet, eben die Versorgung des Gesundheitswesens in der Schweiz sicherzustellen, so dass da keine Lücken entstehen können. Entsprechend sprechen wir uns mit Swiss Medtech ab, damit für die Versorgung genügend Masken zur Verfügung stehen und dass auch die Importmengen entsprechend erhöht werden können und so viel wie möglich importiert werden kann, auch so viel wie eben benötigt wird. Wir konnten heute zum Beispiel für Caritas eine Schenkung vermitteln von Masken, die durch die Caritas-Shops abgegeben werden können an Personen dort. Und wir haben ebenfalls die Anschubversorgung für die Detailhändler ausgeweitet, dass auch Drogerien und Apotheken ein entsprechendes Kontingent erhalten, um in den nächsten beiden Wochen die Versorgung sicherzustellen und genügend Masken
verfügbar sind. Es ist immer damit verbunden, dass die Unternehmen auch eigene Masken eben in den Verkauf bringen, so dass es für die Personen in der Schweiz möglich ist, solche Masken zu kaufen. Ich habe es letzten Freitag schon betont, wir beliefern grundsätzlich keine Privatpersonen und keine Unternehmen darin. Dafür ist die Privatwirtschaft mitverantwortlich. Wir sprechen aber zusammen, um sicherzustellen, dass solche Masken verfügbar sind. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Neff. Sie haben nun Gelegenheit, Fragen zu stellen. Herr Brigadier Droh wird für Fragen ebenfalls zur Verfügung stellen. Und Herr Jakob muss sich entschuldigen um 2:45. Wir bitten Sie daher, Ihre Fragen an ihn vorher zu stellen. Wer möchte gerne die erste Frage stellen? Frau Kleck. Eine Frage an Herrn Koch zu den Enkeln und zu den Großeltern. Wir haben jetzt gehört, dass Enkel Großeltern umarmen dürfen. Gilt diese Aussage absolut oder gibt es hier etwas zu relativieren? Und wie alt dürfen die Kinder sein, die umarmen dürfen? Ja, ich habe diese Frage erwartet. Ich glaube nicht, dass man davon absolut oder relativ sprechen muss, sondern es ist so, dass Kinder praktisch nicht infiziert werden und vor allem nicht das Virus weitergeben. Es gibt praktisch keine Daten, die zeigen, dass Kinder das Virus übertragen haben. Die meisten Kinder, die man mit der Krankheit sieht, wurden durch ihre Eltern angesteckt. Deshalb geht von den Kindern keine Gefahr aus, auch nicht für Risikopatienten oder Großeltern. Deshalb ist es auch durchaus legitim, wenn Großeltern mit jüngeren Kindern Körperkontakt haben. Man muss wissen, dass selbstverständlich, wenn die Kinder größer werden, so ab 10 Jahren, steigt dann das Risiko und bei Jugendlichen ist es klar, ist das Risiko gegeben. Also dort wäre dieser Kontakt nicht mehr erwünscht. Das Problem, das häufig gestellt wurde, oder die Frage, die häufig gestellt wurde, war, ob jetzt die Großeltern wieder die Kleinkinder, also wirklich die Kleinen, hüten sollen. Und davon raten wir ab, weil diese kleinen Kinder ja irgendwie gebracht werden müssen, geholt werden müssen. Das führt zu einer Vermischung der Generationen, das führt dazu, dass dann die Großeltern wieder mit den Eltern näheren Kontakt haben. Und am ersten Mal geht das vielleicht auf 2 Meter, beim zweiten Mal wird es dann wahrscheinlich nur noch 50 Zentimeter sein und beim dritten Mal wird man wahrscheinlich dann schon zusammen wieder Tee und Kaffee trinken. Und das wollen wir vermeiden. Wir wollen nicht, dass die Generationen sich vermischen, aber die Großeltern können ohne Gefahr die Kleinkinder an sich drücken. Herr Guillaume. Oui, Monsieur Koch. Ja, Herr Koch. Est-ce que vous avez fait cette déclaration parce que vous avez soudain Machen Sie diese remarqué Erklärung, weil Sie plötzlich festgestellt haben, dass es eine echte Gefahr gibt oder ein Risiko in Bezug auf die psychische Gesundheit älterer Menschen? Nein, das ist nicht der Grund. Der Grund ist, dass diese Kinder, also die Enkel, eben das Virus nicht übertragen. Wahrscheinlich werden sie selber nicht mal infiziert. Diese Erklärung haben wir gemacht nach Gesprächen mit Spezialisten in der Schweiz, mit Infektiologen, von Rang, die die Situation besser kennen als wir in den Büros. Und sie haben uns bestätigt, dass die Kinder das Virus nicht übertragen und kaum infiziert werden und wenn, dann durch ihre Eltern. Insofern gibt es keine Gefahr für die Großeltern. Aber für viele Großeltern ist es sehr wichtig, dass sie einen engeren Kontakt haben können mit ihren Enkeln. Und wir wollen ihnen das nicht wegnehmen, einfach aus Kommunikationsgründen. Aber, was ich auch schon auf Deutsch gesagt habe, es gilt zu vermeiden, dass die Großeltern ihre Enkel hüten. Denn automatisch zieht das mit der Zeit engere Kontakte innerhalb der Familien nach sich, Kontakte zwischen den Generationen. Und genau das wollen wir vermeiden, vor allem zwischen Großeltern und Eltern oder Jugendlichen. Das ist gefährlich und das muss verhindert werden, jedenfalls im Moment noch. Ja, Herr Koch, ich hätte dazu noch folgende Nachfragen. Wir wurden heute Morgen von Leserinnen und Lesern überhäuft mit Fragen zu diesem Thema.
Eine Frage war vor 14 Tagen, obwohl Sie damals schon sagten, dass von Kindern eigentlich kein Risiko ausginge, haben Sie Besuche bei den Großeltern noch für nicht richtig erklärt. Jetzt kann man sogar Körperkontakt haben. Eine zweite Frage ist, für den Fall, dass es Möglichkeiten gibt, dass die Kinder zum Beispiel vom Gartenzaun bis zur Haustür alleine gehen können, die letzte Treppenabschnitt allein gehen können, dürfen dann Großeltern die Kinder hüten, weil das ist ja auch mittlerweile eine logistische Frage für viele Eltern, die wieder arbeiten müssen oder weiterhin arbeiten müssen. Und das Dritte ist, eine Leserin hat sich heute Morgen, nachdem sie das Interview gelesen hat, beim BAG, bei der Info-Hotline gemolden. Und dort sagte man ihr, das sei so nicht richtig, dass Großeltern Körperkontakt zu Großkindern haben dürften. Okay, ja, ich weiß nicht, was die Info-Hotline beantwortet, aber ich habe diese Aussage bereits, glaube ich, vor 14 Tagen schon gemacht, dass die Kinder nicht infektiös sind. Und das beruht, wie gesagt, auch auf ersten Studien, die zeigen, dass diese Kinder wahrscheinlich gar nicht die Rezeptoren haben, um infiziert zu werden. Die Frage, ob ob die Großeltern jetzt wieder hüten sollen, auch wenn das Kind dann die letzten 50 Meter zu Fuß alleine, ist eigentlich deshalb zu verneinen, weil erstens mal nicht alle Großeltern einen eigenen Garten haben. Und wenn wir jetzt generell sagen würden, nein, das Hüten ist kein Problem, dann würde es automatisch zur Vermischung der Generationen führen, und zwar in einer Art und Weise, wie wir das wirklich nicht wollen. Die Großeltern, die ältere Generation gehört zur Risikogruppe und sie soll, solange dies absolut nötig ist, möglichst von jeglichen Infektionen geschützt werden. Und das ist weiterhin das Hauptziel. Jetzt sind es einfach die kleinen Kinder nicht, die Gefahr bringen, sondern die Eltern, die Kinder bringen. Und deshalb ist weiterhin vom Hüten abzuraten. Aber wenn Sie einen Besuch machen und den so organisieren, dass die Eltern wirklich genügend Abstand haben und die Großeltern dann die Kleinkinder berühren dürfen, dann ist dem nichts einzuwenden. Herr Bocci. Ja, ich habe von der Redaktion hierzu auch noch Fragen erhalten. Und zwar, also ist es ja so, dass die Eltern, das haben Sie jetzt auch erläutert, die könnten ja Träger des Virus sein. Jetzt, wenn dieses Kind ja die Eltern berührt hat, ich meine, letztlich ist es ja dann, wenn wir jetzt sagen, ja, man muss sich die Hände immer wieder desinfizieren, wenn man Flächen berührt, dann kann es ja auch sein, dass die Großeltern sich sozusagen nicht über das infizierte Kind anstecken, aber weil dieses Kind die Eltern berührt hat. Also ist denn das jetzt nicht so streng zu nehmen? Muss man da keine Angst haben? Nein, da muss man wirklich keine Angst haben. Die Übertragung geschieht wirklich von einem Mensch zum nächsten Mensch oder dann über einen Gegenstand so, aber nicht, dass das Kind irgendwann zu Hause angehustet wurde und dann 3 Stunden später das Virus irgendjemandem anhängt. Also dem ist sicher nicht so. Also das wäre völlig übertrieben zu denken, dass die Kinder jetzt so wie mit einem Rucksack mit dem Virus herumlaufen. Die Kinder werden nicht infiziert. Es sind infizierte Personen, die das Virus übertragen. Und deshalb muss man da also wirklich keine Bedenken haben. Wie gesagt, es sind natürlich die Eltern, die eine Gefahr darstellen, auch für die ältere Bevölkerung, wenn die Eltern infiziert sind, wenn sie bereits das Virus in sich tragen, das Virus in ihrem Körper vermehrt wird und sie vielleicht noch keine Symptome haben. Selbstverständlich gilt nach wie vor, wer Symptome hat, gehört nach Hause, nicht in den öffentlichen Raum und schon gar nicht zu seinen Eltern oder Großeltern. Herr Kocher. Monsieur Koch, vu la tempête de questionnement que es gibt so viele Interview Fragen zu diesem Interview. Warum haben Sie das so gesagt? Denn die Situation ist ja im Grunde so, ja, es gibt Großeltern, die könnten die Enkelkinder in den Arm nehmen, aber vielleicht dann doch nicht. Gibt es denn solche Situationen überhaupt, dass die Eltern gar nicht dabei sind? Können Sie das vielleicht doch noch ein bisschen ausführen? Sind Sie dann nicht vielleicht ein bisschen zu schnell vorgeprescht
Und können Sie noch etwas sagen zu den Beunruhigungen und Fragen, die sich die Leute stellen? Ich denke, dass die Fragen zeigen, dass es ein echtes Problem ist und dass viele ältere Leute, viele Großeltern ihre Großkinder sehen möchten, die dafür leben, ihnen das wichtig ist und dass wir deswegen gesagt haben, kleine Kinder sind keine Gefahr. Herr Kikre. Habe ich das richtig verstanden, Herr Koch? Sie haben gesagt, ab 10 Jahren werden Kinder zu Vektoren für das Virus. Die Frage, die ich mir stelle, widerspricht das nicht der Schulöffnung? Nein, selbst nach dem Alter von 10 Jahren sind Kinder sehr wenig betroffen. Aber wenn Sie ganz sicher sein wollen mit den Großeltern, dann würde man sagen, eher kleine Kinder als größere Kinder. Manchmal kann es 10 sein, manchmal 14 Jahre. In jedem Fall Jugendliche und ältere Kinder fangen an, infiziert zu sein und ein Vektor zu sein, und das Risiko wollen wir nicht eingehen. Aber was die Schulöffnung angeht, das spielt jetzt keine Rolle. Frau Cirigetti. Ja, eine Frage für Herrn Koch. Sie haben gesagt, die Kinder infizieren sich nicht. Und warum dann soll man in der Schule Abstand halten zwischen den Kindern und vor allem zwischen den Lehrern und den Kindern? Ja, in der Schule ist es so, dass ja die Schule bis zur 8., 9. Klasse obligatorisch ist und diese Kinder sind dann eben nicht mehr so klein und bei denen weiß man auch, dass sie sich häufiger infizieren. Aber auch dann ist es noch extrem selten. Man muss es einfach wissen. Die ganz kleinen Kinder, die infizieren sich noch viel weniger und dort ist das Risiko wirklich im Moment sicher nicht gegeben. Herr Hässler. Ich habe eine Frage an Herrn Koch, natürlich auch zum Thema Kindern. Sie merken, Ihre Worte quasi als Hausarzt der Nation werden auf die Goldwaage gelegt. Wie kommen Sie zu Ihren Aussagen? Was ist die Methode Koch, bis Sie einen Satz im Indikativ sagen können? Die Studien sind ja noch nicht veröffentlicht. Doch, es gibt eine Studie, die veröffentlicht ist, die nachgeschaut hat, ob es überhaupt Rezeptoren gibt bei den Kindern. Das ist eine ziemlich komplizierte Studie. Ich habe mich aber Rücksprache genommen, das habe ich hier, glaube ich, auch schon einmal gesagt, mit den Spezialisten in der Schweiz. Das sind die Infektiologen der Kinderärzte, der großen Unispitälern, unter anderem des Unispitals Zürich, des Unispitals, also Kinderspitals Zürich, Kinderspitals Bern und Kinderspitals von Genf. Ich gestalte mir die Nachfrage. Es ist ja ein Phänomen dieser Krise, dass man vieles eben nicht weiß. Haben Sie so eine Methode Koch entwickelt, um eben hier Sätze im Indikativ sagen zu können, auch ganz generell? Nein, ich glaube, unsere Aufgabe ist es, den Leuten so möglichst klar zu machen, wo stehen wir mit unserem Wissen, wo stehen wir nicht. Und ich glaube, es wäre auch falsch, wenn wir irgendetwas wissen und das vorenthalten, wenn es zum Benefit von der Bevölkerung ist. Und ich denke, es gibt keine Methode Koch. Ich spreche mich ab mit den Spezialisten, mit denen ich seit Jahren zusammenarbeite und wo ich volles Vertrauen habe. Herr Nebel. Herr Koch, am 17. Da stellte sich auch schon die Frage, ob Großeltern sich um Kinder kümmern können. Da hatten Sie gesagt, nein, weil man nicht im Voraus zu 100% weiß, ob ein Kind nicht infiziert ist. Und deswegen solle man sie nicht abgeben. Ist das nicht ein bisschen widersprüchlich? Man kann nicht 100% sicher sein, dass sie das Virus nicht übertragen. Und heute sagen Sie, ja, man kann diese Kinder in die Arme nehmen. Großeltern können das. Ist das kein Widerspruch zwischen der Erklärung vom 17. und der von heute? Nein, das ist kein Widerspruch. Wir haben inzwischen mehr Kenntnisse. Lange haben wir schon gesagt, wir sehen in den Daten nur wenig angesteckte Kinder. Und in der Zwischenzeit entstand eine Diskussion zwischen den Fachleuten, die gesagt haben, die Kinder werden wahrscheinlich nicht einmal infiziert.
Ich habe nicht gesagt, man soll keine Besuche machen. Ich habe gesagt, wie heute. Anfassen darf man sie, man darf Körperkontakt haben mit kleinen Kindern, weil kleine Kinder oder junge Kinder keine Gefahr darstellen. Aber man soll Kinder nicht in dem Sinn auf Besuch schicken, dass sie gehütet werden. Denn Kinder hüten, das bedeutet, dass die ganze Familie mit involviert ist. Und da gilt es eben zu vermeiden, dass die Generationen sich mischen. Denn diese Vermischung der Generationen zieht eben die Gefahr der Infektion der Eltern nach sich. Ich nehme zuerst zwei Journalistenanfragen per Telefon entgegen, und zwar zuerst von Herrn Bögler von La Liberté. Guten Tag. Eine Frage zum gleichen Thema, natürlich an Herrn Koch. Sie haben also die Infektiologen unter den Kinderärzten zitiert und Sie haben es öffentlich gesagt. Da gibt es noch keine abschließende wissenschaftliche Kenntnis. Warum wird hier nicht das Vorsichtsprinzip angewendet? Ist das nicht gefährlich? Nein, es wird natürlich dieses Vorsorgeprinzip angewendet, aber in die andere Richtung. Es wäre falsch, etwas zu verbieten, was für viele ältere Menschen, die schon enorm leiden unter der jetzigen Situation und den jetzigen Bedingungen, ihnen auch noch zu verbieten, ihre Enkel in die Arme zu nehmen, wenn es kein Indiz dafür gibt, dass diese Kinder für sie gefährlich sein könnten. Frage per Telefon entgegen von Herrn Marjanovic von Watson. Ja, besten Dank. Ich hätte zwei Fragen an Herrn Koch betreffend Schulen. Ich habe gehört, dass es Diskussionen gibt, ob das Abstandsgebot für Kinder beim Präsenzunterricht aufgehoben werden soll. Ist das so? Und die zweite Frage dreht sich um Maturaprüfungen. Schülerinnen und Schüler, die fordern derzeit Klarheit, sie sind besorgt, wollen wissen, ob sie lernen müssen oder nicht. Gibt es eine epidemiologische Unklarheit, wieso hier der Entscheid noch nicht da ist? Nein, also für die zweite Frage zu beantworten, nein, es gibt keine epidemiologische Unklarheit. Es ist klar, dass Jugendliche das Virus bekommen können, daran auch erkranken können und dass sie es auch weitergeben können. Deshalb ist man mit den Schulen nach dem obligatorischen Schulunterricht sehr vorsichtig. Und zur ersten Frage, für den obligatorischen Schulunterricht wird es Schutzkonzepte geben, die das regeln. Abgesehen davon, dass am Schluss selbstverständlich die Kantone dann selber schauen, genau wie sie diese Schutzkonzepte im Detail umsetzen wollen. Wie Sie wissen, ist die Schulhochheit eine absolut kantonale Angelegenheit. Herr Kocher. Eine Frage an Herrn Neff. Sie sprachen von textilen Masken. Sie haben das so gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe, dass man keine gleichwertigen Schutz wie mit einer Hygienemaske erreichen kann. Wieso haben Sie jetzt unterstellt, dass es vielleicht doch gut wäre, wenn man Textilmasken sich beschafft? Also Textilmasken haben aufgrund der Stoffzusammensetzung nicht die gleiche Wirkung wie eben dieses Vlies, die verwendet werden für standardisierte Hygienemasken. Und die Lösung liegt darin, in der Art des Textils, wie es verwendet wird, und in der Zusammensetzung des Textils. Und die Maßnahmen des Schweizerischen Textilverbandes sind es, Lösungen zu finden, wie man solche Masken jetzt mit einem bestimmten Schutzgrad entwickeln kann. Die Problematik ist darin, wenn man nur normale Stoffe verwendet, dann hat man praktisch keine Schutzwirkung. Also dann ist man unter 10% Wirkung einer solchen Maske darin und das genügt nicht für einen effektiven Schutz darin. Und das Ziel ist, dass man mit Textilmasken eben einen Schutz irgendwo um 50-70% von standardisierten Hygienemasken erzielen kann. Frau Nowak. Darf ich da gerade nachfragen? Orientiert man sich da unter anderem an Hongkong? Hongkong hat seit Ausbruch der Pandemie, also doch schon seit geschätzten 6 Wochen, eine Anleitung zum Selbernähen von solchen Masken ins Netz gestellt und eine Studie dann noch gleich mit dazu. Und die Studie hat
jetzt Irrtum vorbehalten 85% der Schutzwirkung von handelsüblichen Hygiene- oder OP-Masken geben. Ja, man orientiert sich daran. Herr Guillaume? Herr Neff, noch mal eine Frage zu den Masken. Wir hatten in der Schweiz im Februar nicht genügend Masken. Wie ist es mit der Armeeapotheke? Wurden dort die Bundesbehörden informiert, dass man vielleicht nicht genug hätte? Der Auftrag an die Armeeapotheke wurde eigentlich erst im März erteilt, weil das nicht der originäre Auftrag ist, der Armeeapotheke, die Versorgung sicherzustellen. Das war eine Lösung, weil die Armeeapotheke bereits für die Versorgung der Sanitätstruppen der Armee verantwortlich ist und eben es nicht nur um Masken geht, sondern es sind 5 Kategorien von Gütern, die sichergestellt werden müssen. Es sind neben dem Schutzmaterial, wo die Masken ein Element darin ist, geht es ja auch darum, Schutzbrillen, Schutzhandschuhe, Überzüge und Operationsschürzen. Das ist die Kategorie der Schutzmaterialien. Dann sind es Desinfektionsmittel, dann sind es nachher die Medizingeräte, die dazukommen, und es sind Arzneimittel, die mit dazugehören, plus die Labor- und Testkits, die dazugehören. Und die Armeeapotheke ist die einzige Organisation in der Bundesverwaltung, die eben über eine Arzneimittel-Großhandelsbewilligung verfügt, um eben solche Lieferungen auch physisch abwickeln zu können darin, und hat natürlich Erfahrungen mit dem Einkauf von Sanitätsmaterial. Das war der Grund, warum man auf diese Plattform aufgesetzt hat. Es gab aber vorher nicht jetzt eine quasi Erhöhung der Alarmbereitschaft, um vorzusorgen, sondern die Armeeapotheke ist mit dem Auftrag dann mit eingesprungen. Es gab aber vorher natürlich bei den Gesundheitsorganisationen Maßnahmen, die Bestände entsprechend aufzustocken. Wer war denn verantwortlich dafür, die Behörden zu informieren? Nur die Beschaffungsorganisation. Also sie hat nicht einen Versorgungsauftrag im Sinne von Überwachen und Sicherstellen, sondern sie ist eine Sanitäts-Logistikorganisation, die einen Auftrag zur Beschaffung erhält und entsprechend diesen Auftrag ausführt. Wenn es darum geht, um Vorratshaltungen, dann ist dafür zuständig das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung. Da ist auch die Frage, inwieweit Pflichtlager für solche Masken gehalten werden sollen und diese Themen, die da behandelt werden. In der jetzigen Beschaffungsorganisation sind eigentlich 4 Stellen mit beteiligt. Das ist einerseits das Bundesamt für Gesundheit, das die Anforderungen definiert, also welches Schutzmaterial in welchen Mengen vorgehalten und eingekauft werden soll. Und diese Anforderung bekommt die Armeeapotheke entsprechend zur Beschaffung und zur Umsetzung. Das ist auch das, was Sie eben in der Liste für die ersten 60 Tage Durchhaltefähigkeit sicherzustellen. Und die zweite ist jetzt bis 31. August 2020 die Durchhaltefähigkeit sicherzustellen. Das sind eben die Mengen, die mit den höheren Marktpreisen versehen sind und die Kreditlimite geben zum entsprechend Beschaffen darin. Der dritte Player ist eben das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung, die einen Überblick haben im Land über die Versorgung mit bestimmten Gütern. Das betrifft vor allem auch die Versorgung mit Arzneimitteln, was durchaus eben auch ein kritisches Element ist darin. Und dann die Zuteilung der Güter erfolgt nicht durch die Armeeapotheke, das erfolgt durch den koordinierten Sanitätsdienst in Zusammenarbeit mit dem Ressourcenmanagement des Bundes. Herr Nebel. Eine Frage für jemanden aus meiner Redaktion an Herrn Koch. Herr Martin Bachmann von der Uni Bern will eine Impfung schon im Oktober zur Verfügung stellen. Teilen Sie, Herr Koch, diese Hoffnung, dass dies möglich sein wird bis im Oktober? Und unterstützt die Schweiz
solche Projekte im Projekt in der Schweiz, zum Beispiel dieses. Es gibt eine Arbeitsgruppe beim Bund, die sich mit der Entwicklung, der Unterstützung der Entwicklung von Impfungen befasst. Und in dieser Gruppe ist auch dieses Projekt von Herrn Bachmann wohlbekannt. Sie selbst haben keine besondere Meinung zu diesen Bemühungen? Selber habe ich keine Meinung, weil ich das Produkt nicht kenne und das Projekt beziehungsweise nicht kenne im Detail. Ja, vielleicht noch eine Nachfrage zu der Studie, die Sie, Herr Koch, erwähnt haben, zu den Kindern, dass die keine Rezeptoren haben. Gibt es eine Autorenschaft, die Sie nennen können, also dass man diese Studie suchen könnte? Ich kann Ihnen diese Studie suchen, ich kann sie jetzt hier nicht diktieren. Dann noch eine Frage zu, es gibt Studien, dass über Lüftungssysteme in Großraumbüros oder auch Verkehrsmitteln, dass es da zu Übertragungen kommen kann. Ich glaube, heute ist wieder etwas in Südkorea dazu publiziert worden. Können Sie dazu vielleicht noch etwas sagen? Also gerade wenn man jetzt auch vielleicht wieder daran denkt, dass die Leute langsam wieder vom Homeoffice in die Büros zurückkehren. Also eine solche Studie, dass das Virus über die Luft übertragen wird, kenne ich nicht. Also sicher nicht über die Klimaanlagen oder solche Sachen. Aber es gibt im Moment so viele Studien, die publiziert werden. Es gibt aber keine Hinweise bis jetzt, und das ist auch unter den Spezialisten nicht bekannt oder diskutiert, dass es etwas anderes als eine wirkliche Tröpfcheninfektion ist. Frau Faki. Ja, ich hätte eine Frage an Brigadier Näf. Sie haben vorher über die Qualitätssicherungsmaßnahmen beim Maskenbeschaffungen gesprochen. Am Freitag hatte meine Kollegin diesbezüglich eine Frage gestellt. Am Freitag sagten Sie, das sei eigentlich alles wunderbar. Jetzt konnten wir in der Sonntagszeitung lesen, dass es sowohl Mängel bei den Materialien geben soll, als auch mit der Passform. 2 Dinge, die Sie heute angesprochen haben. Können Sie heute vielleicht sagen, wie viel % der Masken nicht tauglich sind? Sei es wegen der Materialien, sei es wegen der Passform. Also von unseren eigenen Masken, die wir einkaufen, sind keine nicht tauglich, weil wir eben im Vorfeld diese Prüfungen entsprechend vornehmen. Für den Gesamtmarkt haben wir keine Übersicht, inwieweit Masken importiert worden wären oder verwendet worden wären oder durch Dritte verteilt worden wären, die diesen Anforderungen nicht genügen. Wir können hier eigentlich nur für unsere eigenen Beschaffungen sprechen darin. Wir wissen aber in der Zwischenzeit, dass eben insbesondere in dem Hauptherstellungsland in China sehr strenge Kontrollen durchgeführt werden, indem die Behörden ebenfalls da ein Interesse haben, dass solche Qualitäten nicht in den Handel gelangen. Dann frage ich anders. Haben Sie nach den Qualitätssicherungsmaßnahmen bestimmte Offerten nicht angenommen, weil sie eben den Standards, die Sie anlegen, nicht entsprechen? Jawohl, das haben wir. Können Sie da wie mal Daumen sagen, jede 2., jede 5., jede 10.? Nein, das war etwa jede 10. würde treffen. Frau Nowak. Eine Frage zu den Rückverfolgungen. Wir haben ja jetzt die magische Zahl von 100 fast erreicht, die genannt wurde, dass wenn es nicht mehr als ungefähr 100 neue Infektionen gibt pro Tag, dass man dann die einzelnen Fälle aufwendig rückverfolgen könnte. Startet das jetzt demnächst und wenn, wo genau? Also was ist da der Stand? Ich habe die gleiche Frage schon am Freitag gestellt. Ich nehme an, das hat sich jetzt inzwischen etwas geändert. Ich weiß es nicht. Nein, also die Kantone sind weiterhin daran, das vorzubereiten. Es gibt einige Kantone, die haben bereits begonnen, wieder Contact Tracing zu machen in einem lokalen Rahmen, also im Kanton, noch nicht kantonsübergreifend. Das wird der Bund wird sagen, wann das kantonsübergreifend wieder voll starten soll. Die unterschiedlichen Fallzahlen in den unterschiedlichen Kantonen machen es nötig, dass man das dann erst startet, wenn wir sicher sind, dass es flächengreifend gut durchgeführt werden kann. Darf ich kurz nachfragen, geht es da noch um ein paar Tage oder eher Wochen?
Das ist im Moment schwer zu sagen. Es geht wirklich darum, dass die Praktikabilität gegeben ist, also dass man sicher ist, dass diese Rückverfolgung dann schweizweit korrekt durchgeführt werden kann. Also es wird Tage bis vielleicht 1 oder 2 Wochen sein. Frau Kleck. Ja, nochmals zu den Kindern. Sie haben ja gesagt, dass sich Kinder seltener infizieren. Jetzt hat aber die Immunologiestudie in Genf gezeigt, dass Kinder gleich immun sind wie Erwachsene. Können Sie etwas dazu sagen? Also ich verstehe jetzt die Studie in Genf, also die immunologische Studie in Genf sagt nicht, dass Kinder gleich immun sind wie Erwachsene. So viel mir bekannt ist und was ich von Herrn Kaiser erfahren habe, ist, dass die Frage der Immunität, also wie lange jemand immun ist, noch nicht geklärt ist und dass vor allem im Moment geschaut wird, wie viele Leute sind überhaupt immun in einer Gesellschaft, dass es dort, glaube ich, aber sehr, sehr wenig Kinder gegeben hat, die überhaupt getestet wurden. Herr Kikrem? Eine Frage an Herrn Koch zu Versammlungen von mehr als 5 Personen. Ab dem 8. Juni, sagte der Bundesrat, wolle er diese Versammlungen überdenken. Wird man das so machen wie am Anfang, wo man von 1000 auf 250 auf 50 gegangen ist? Werden wir den umgekehrten Weg einschlagen Anfang Sommer? Daher es ist wahrscheinlich viel zu früh, um darüber überhaupt Spekulationen anzustellen. Wir werden natürlich immer beobachten, wie die Situation sich entwickelt und je nach Entwicklung werden wir die Maßnahmen neu besprechen und sie anpassen. Also im Moment ist es verfrüht, irgendetwas dazu zu sagen mit den Versammlungen oder zum Verbot der Versammlungen. Herr Nebel? Herr Koch, noch mal eine Frage zu dem Thema, was immer wieder vorkommt, weil wir wissen, die Leute hören uns zu und dann gibt es Nachfragen zu dem, was Sie gesagt haben. Also hier bekomme ich eine Anmerkung eines Kollegen, der sagt, die Kinder sind also keine Träger. Wieso können sie dann kein Schutzkonzept entwickeln, wie das zum Beispiel auch für die Läden gibt, für die Übergabe der Großkinder an ihre Großeltern mit Einhaltung der Abstandsregeln, anstatt zu sagen, es ist nicht empfohlen, dass die Großeltern ihre Großkinder hüten, dass sie stattdessen sagen, wie man die Kinder übergeben könnte. Ja, die Schutzkonzepte sind vielleicht eher etwas für das berufliche Umfeld, wo man solche Konzepte umsetzen kann. Aber Schutzkonzepte für das Familienleben wäre vielleicht ein wenig seltsam. Ich glaube nicht, dass das ein gutes Ergebnis zeitigen würde. Das Ziel ist es, den Leuten zu erklären, wie das Virus übertragen wird, welches die Gefahren sind und was man den Familien empfehlen kann für ihr Familienleben. Genau dafür sagen wir, bitte keine Vermischung der Generationen, wenn irgend möglich, überall dort, wo es möglich ist. Und das ist ähnlich wie die Empfehlung für ältere Personen und gefährdete Personen, die vielleicht auch jünger sind, dass sie nicht selber einkaufen gehen sollen, dass sie sich helfen lassen sollen. Und das Einzige, was wir zu den kleinen Kindern gesagt haben, ist, sie übertragen das Virus nicht. Das heißt, wenn die Großeltern sie in den Arm nehmen wollen, dann dürfen sie das, weil es keine Gefahr für sie darstellt. Ich erinnere daran, dass Herr Jakob sich in Kürze verabschieden wird. Bitte Sie daher, Fragen an ihn jetzt noch zu stellen. Herr Gibin. Ich habe leider noch eine Frage an Herrn Koch, tut mir wirklich leid. Ich glaube, dass heute Morgen in Neuenburg geschaut wurde, welches die ersten 100 Fälle waren an Infektionen im Kanton und von diesen 100 waren 94 ein direkter menschlicher Kontakt. Kennen Sie diese Zahlen und kann man das vielleicht auch hochrechnen? Nein, ich kenne diese Zahlen nicht, aber man weiß, dass das Virus direkt von Mensch zu Mensch übertragen wird.
Wenn ich Ihre Frage richtig verstanden habe, dann ist das nicht überraschend. Also ich habe diese Studie selber nicht gelesen, aber man hat mir gesagt, dass es wirklich ein direkter Kontakt ist. Das widerspricht dem, dass, wenn man sagt, im Supermarkt ist es gefährlich oder wenn man zu einem Fußballspiel geht, dass das alles nicht gefährlich ist, dass man sich dort nicht infiziert. Jetzt verstehe ich Ihre Frage etwas besser. Ja, es ist wahrscheinlich, dass man sich eher direkt mit Personen infiziert, aber der Rest ist nicht ausgeschlossen. Und jede Infektion kommt ja von irgendwoher und genau das ist die Gefahr. Und genau darum geht es, dass man nicht weiß, wie sich das Virus wirklich verteilt und wir können nicht nur den direkten Kontakt verbieten. Wir müssen etwas weitergehen. In einer Familie ist das natürlich nicht möglich und normalerweise kommt das Virus eben von außen. Gibt es Fragen an Herrn Jakob? Die möchte ich vorne wegnehmen. Herr Kocher. Oui, Monsieur Jakob, dans les discussions qu'il y a eu. Herr Jakob, in den Diskussionen gestern im Zusammenhang mit dem Tourismus gibt es eine Frage. Die Nachfrage zu stimulieren, indem man der Bevölkerung zum Beispiel Gutscheine für den Schweizer Tourismus verteilt, ist das eine Lösung, die angedacht wurde? Danke für diese Frage. Nein, also gestern am Tourismusgipfel ging es vor allem auch darum, irgendwie gegenseitig Vertrauen zu schaffen und Perspektiven aufzuzeigen. Es ging eigentlich nicht um einzelne Maßnahmen, also wie jetzt Gutscheine an die Bevölkerung abzugeben. Also ich denke, die Diskussion ist offen, aber es wird das nicht im Vordergrund stehen, Gutscheine an die Bevölkerung abzugeben, um Schweizferien machen zu können. Es geht primär darum, eigentlich die touristischen Betriebe, dass die wieder öffnen können und dass die irgendwo auch gemeinsam für Destinationen Angebote schaffen können, die sicher sind, dass diese Betriebe überleben können. Also jetzt staatliche Gutscheine zu finanzieren, das ist nicht im Fokus zurzeit. Gibt es noch weitere Fragen an Herrn Jakob? Frau Faki? Herr Jakob, es ist nicht direkt Ihr Spezialgebiet, aber als oberster Tourismusspezialist der Bundesverwaltung. Sie haben eigentlich vorher mehr oder weniger gesagt, man wird sich wohl auf Sommerferien in der Schweiz einstellen müssen. Und mir ist klar, es hängt von den anderen Staaten ab, ob man Auslandreisen machen kann oder nicht. Aber vielleicht haben Sie einen Überblick, wie wahrscheinlich dass das ist oder ob man sagen kann, Leute, findet euch damit ab, guckt euch unser schönes Land dieses Jahr an. Ja, ein Punkt oder eine Frage oder die Antwort, die von eben vielen Faktoren abhängig ist. Es gibt internationale Studien, auch von der OECD oder von der UNO-Organisation für den Tourismus, und da geht man eigentlich davon aus, dass der internationale Tourismus sich erst 2021 langsam wieder erholen wird. Es hängt eben natürlich sehr stark davon ab, ob die Staaten ihre Grenzen wieder öffnen. Viele Staaten haben ja sogar innerstaatliche Grenzen hochgezogen. Also die Schweiz ist zum Glück zu klein dafür. Aber das ist wirklich noch sehr schwer zu sagen. Also ob es möglich sein wird, dann irgendwo mit dem Auto in der zweiten Jahreshälfte jetzt nicht über Flughafen oder Zugreisen, sondern mit dem Auto über die Grenze zu gehen, das halte ich nicht für ausgeschlossen. Aber ich denke, und da in diese Richtung werden sicher auch die Bemühungen von Schweiz Tourismus gehen, eigentlich so die Attraktivität der Schweiz auch aufzuzeigen, wo man sicher und gut Ferien machen kann. Und ich denke, die Auslandreisen würde ich mal jetzt als persönliche Empfehlung würde ich jetzt mal auf nächstes Jahr verschieben. Haben Sie noch Fragen an Herrn Jakob?
Wenn keine Fragen mehr sind an Herrn Jakob, dann bedanke ich mich für Ihr Kommen, Herr Jakob. Weitere Fragen aus der Runde, Herr Nebel. Noch eine Frage an Herrn Neff. Sie haben vorher klargestellt, dass Labor in Spiez die Masken testet, die eingeführt werden. Haben Sie Angaben zum Prozentsatz der nicht funktionstüchtigen Masken aus China, die getestet wurden? Ich schaue in die Runde, ob es noch weitere Fragen gibt. Frau Kleck. Ja, ich habe nochmals eine Frage an Herrn Koch von einem Kollegen, und da geht es um die internationale Vergleichbarkeit der Todesfallstatistiken. Er sagt, in Belgien werden bei Todesfällen in Alters- und Pflegeheimen auch die Corona-Verdachtsfälle mitgezählt. Und er lässt fragen, ob das eigentlich nicht die transparentere Methode ist, ob es in der Schweiz und diesem Pandemieverlauf nachzuzeigen und ob es nicht sonst eine versteckte Sterblichkeit gibt. Das ist eine sehr gute Frage. Es ist international nicht ganz klar, wie man genau die Todesfälle zählen sollte. Und deshalb ist es auch in der Schweiz von Kanton zu Kanton etwas unterschiedlich. Zählt man Todesfälle in einem Pflegeheim oder Altersheim mit, die nicht getestet wurden, aber wenn es schon einen Ausbruch gegeben hat im Altersheim? Das ist so eine der offenen Fragen. Es gibt auch keine klare Antwort dazu, weil leider muss man sagen, versterben die Leute natürlich in einem Pflegeheim auch sonst ohne Epidemie relativ häufig. Also es ist dann schwierig zu sagen, werden die jetzt auch sonst gestorben. Was es gibt als wirklich internationalen Vergleich und wo dann mit Sicherheit in den nächsten Monaten oder Jahren die Studien kommen, ist, was man die sogenannte Übersterblichkeit bezeichnet. Das ist, man schaut, wie viele Leute sterben mehr, der über 65-Jährigen, wie viele sterben mehr als in den gleichen Zeitperioden in anderen Jahren gestorben sind. Und diese Übersterblichkeit, die wird auch in der Schweiz vom Bundesamt für Statistik erhoben, auch publiziert, und die zeigt deutlich, dass es mit der jetzigen Corona-Epidemie eine massive Übersterblichkeit gibt. Haben Sie weitere Fragen? Ich schaue noch in die Runde. Ich sehe keine weiteren Fragen mehr. Herzlichen Dank für Ihr Kommen. Wir wünschen Ihnen eine schöne Woche. Die Tagesschau geht in eine neue Woche, eine Woche, die etwas Normalität in die Schweiz